Es ist doch wirklich nicht so schwer. Jetzt reißt euch halt noch einmal zusammen. Dies Lied ist für die süßes Wind ist die Einmal erkläre ich es euch noch. Aber dann muss ja jeder kapiert haben. Verstanden? Ja, Also, ich habe ungefähr 18 neue Songs geschrieben. Und die müssen veröffentlicht werden. Das Problem ist, dass die meisten Leute kaum noch Alben hören. Deshalb releasen wir die meisten Songs davon einzeln. Warum machen wir das dann nicht? Ja, mir ist klar, von das noch heute nicht langt. Weil die Statistiken gezeigt haben, dass die Leute nur noch einzelne Songs auf Spotify hören. Richtig. Aber wir haben auch viele Fans, die gerne traditionell und qualitativ hochwertig hören. Wie könnten wir das am besten lösen? Lass mich nicht los, lass mich nicht los. wir nehmen die 18 Songs und verteilen die auf 3 EPs und die veröffentlichen wir dann als Vinyl. Sehr gut, Charlie. Komm, jetzt reißt dich nur mit zusammen. Was mag ich bloß, was mag ich bloß? Alter, sorry, aber können wir nicht endlich mal Musik machen? Ich weiß schon, dass es euch schwerfällt, bei dem Thema konzentriert zu bleiben. Aber wir sind eben keine Hobbymusiker mehr. Marketing ist für uns absolut wichtig. Doch glaub mir, du bist es. Du und der Kapitalismus-Scheiß immer. Ja, glaubst du, der Schultertanz bringt dich durch bis zu deinem Lebensende? Denk mal an Christian, den armen Teufel. Der kann leider gar nichts. Nada. Wenn sie alles entspannt. Wenn sie alles verlangsamt. Den müssen wir durchziehen. Als Team, als Band. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das gescheit vermarkten, damit wenigstens ein bisschen was von unseren Songs gehört wird. Okay? Also gehen wir den Plan nochmal durch. Insgesamt veröffentlichen wir die nächsten 12 bis 14 Monate 3 EPs als Vinyl im Abstand von circa einem halben Jahr mit jeweils 5 bis 6 Liedern. Von jeder EP werden dann regelmäßig bis zum Erscheinen der letzten EP einzelne Songs digital, also zum Beispiel auf Spotify, YouTube etc. pp. veröffentlicht. Das heißt, es wird Songs geben, die nur auf den physischen EPs drauf sind und nicht digital erscheinen werden. Die perfekte Strategie, um den digitalen und den physischen Markt bestmöglich zu beliefern. Und mal schauen, wenn es klappt, gibt es vielleicht hinterher noch eine Sammlung der EPs auf CD. Denk mal an Christian, den armen Teufel. Der kann leider gar nichts. Nada. Nada. Wir verschmelzen ineinander und verbrennen. Wann wird sie die Blumen? Das Feuer wird sie ewig gehen. Wir verschmelzen ineinander und verbrennen. Die glauben wohl, ich kann gar nichts. Ein Volldepp. Ein richtiger Trottel. Ein Versager. Denen werde ich es zeigen. Ich werde der Allerbeste sein!